Und קודם כל שלום עליכם, und ברוכים הבאים. אפשר etliche ein paar von euch kennen schon, wer ich bin. Wie schon Cameron hat gesagt, ich studiere jetzt beim Lunder Universität in einem Lehrerkurs mit Eliezer Niborski. Aber es ist gewesen schon ein hübscher bisschen Zeit, sind ich habe studiert und verendet meine Studien in 2008. Und also euch, wenn ich habe sie gelernt, Jiddisch ist schon ein bisschen, das ist gegangen mit etlichen Hafsokes. Derweil habe ich euch gearbeitet in anderen Unionen, als ihr könnt sich vorstellen, bin ich nicht ein Akademiker, aber ich kann ja sagen, als ich habe mit ein bisschen Zeit zurück sich euch vernommen ich habe angeführt mit einem kleinen Lehrkreis in Warschau, meine Heimstadt, במשך 2,5 Jahren. Und viele geschaffen und produziert ein Radioprogramm auf Jiddisch, das geheißen Neichfalles. Meine Mitarbeiterinnen sind gewesen Janina Wurz und Hanna Rosenfeld. Ja, das ist das. Jetzt habe ich angehoben an Kindern Theories, wegen wie so macht man oder tut man die Sprachrevitalisation, aber jetzt will ich mamisch anheben und ich will reden hein wegen Jiddisch Club, also zurückgeben das Jiddisch, die Samme Jüngste. Sie könnt ihr sehen, mein Ekran, alle. So passiert. Ja, mehr sein. Es geht ein bisschen Melech von mir. Also, ist, ja, Bekitzer, das ist auf Englisch, was ich habe noch gesagt, aber ihr fragt sich, Mr. Was wird ihr sich, was will ich ablernen von dem Overstadt? Was ist das genau, Jiddisch Club? Und dann hat sich vertragt, wer es kommt, was ist mein Eulem da? Und ich habe verstanden, dass nicht alle sind Pädagogen, Mamesh oder Jiddisch Aktivisten. Also ich habe getracht zu machen etwas mehr in allgemein. Als koidem kol, mein Hauptziel ist, sich zu verbinden da mit anderen Pädagogen und Aktivisten. Also ich schaffe euch und schöpfen Inspirationen von unseren Erfahrungen, von unseren Machscheuves, Gedanken, sich ausbeuten mit den Gedanken, was sind herum der Themen von wie soll kann man ja zurückgeben Jiddisch zum neuen Dorf. Und euch, ich hoffe, in dem Teil von unserer Stadt, was wird sein mehr interaktiver in dem Weißtofel, was ihr habt gesehen, als wir können euch schaffen und bauen auf Smach von die Gedanken, neue Ideen und ja, öfter was wollen zu helfen oder ja, etwas anblasen neue Ideen und anblasen neue Keuches in neue Projekten und besonders die Projekte, das haben nicht keine institutionelle Stützung, also gerufene Grassroots-Bewegungen. Also die Hauptfrage, was ich stelle da unten, und ich will euch stellen in einem Schmueskästchen, ist, was sind die größten, was sind eure meisten Probleme als Jiddisch-Lehrerke, sie Kulturtourin, ja, und zu lieb dem, als ich bin müde, also ich bin nicht kein Kolumbus und ich will nicht anblicken kein Amerika, also ich kann sich vorstellen, dass es sind da Menschen, was haben mamisch mehr der Erfahrung wie ich, als ich viele von den Menschen, was haben sich schon
vernommen mit solchen Fragen. Ich hoffe, ממש, als der Verstaat der לכל אפוכס antplekken etwas neu wegen, was tut sich in Europa, was tut sich in Schweden, wo ich wohne jetzt. Nu, und ich hoffe, dass לכל אפוכס wird neu haben. Lass mir danke einstellen die Frage und jetzt habe ich sich verplantert, wo ist der Zoom, unser Zoom. Oder so. Ja. Efter Amateur will sich abrufen schon jetzt auf der Frage, was ist dein vermisst wie ein Lehrer? Ich will legen das Lehrer für Fragen Jiddisch. einmal in Chat euch zu Dank. helfen. Ja, ja, ja. Ja, ich habe sich manchmal verplantert in alle die Sachen. Ja, Zu viel Ekranen. Nu äh, gut. Es, efter Bescheid, du kannst es reinkleppen. Ich will noch einmal beten mein Ekran. mm, En ob ihr kennt Menti, ist es eine Plattform, wo man stellt Fragen. Und also, weil ich arbeiten dorten, mit pushet klappt da rein menti.com in eure Mobilcase, ja. okay. Was ist der so? Ich habe geschickt den Link zum Menti. Ähm, Danke. ja, Was sind die Fragen? Jetzt kann ich sehen. geht. Okay, ich will. Äh, okay. Und die Frage ist jetzt, war ja, gehen nicht jetzt zum Menti, wir wählen davon einen Code. Ist zum ersten, Ja, ja, willst du ja. wir reden wegen die Frage sind Chats, sie gehen jetzt zum Menti, was erst? Ja, die Frage ist im Chat kann man uploaden für später, für der, Geht. ja, Okay. für später. Jetzt machen wir Poschet ein bisschen, lassen wir sich bekennen, lassen wir sich bekennen, auf kurz. Aber jetzt werde ich euch teilen meinen Ekran noch einmal. Und jetzt werdet ihr sehen den Code, was man darf nehmen, QR-Code. Also Ja, wir ihr sehen könnt das Code. reingehen, ja, reintreten in Menti. Und die erste Frage da, was hat nicht kein Scheiches zu unserer Hauptthema, fahren wir statt, aber bloß zu lieb, also ich will sich der wissen, was ist die erste Assoziation, was kennt ihr trachten, tracht nicht dadurch zu viel, zu lang, öfter Maximum 3 Wörter, was kommen auf Sinnen, wenn ihr hört Jiddisch Club. Und manchmal auf Gig, weil wir haben nicht keine Zeit für den, aber Jiddisch Club. Was tragt ihr? Was sind Assoziations? Was kommt auf Sinnen? Nur gut, ich sehe, dass Menschen die Enters fliehen an. Ich will einfach, oh, das ist also Wörterwolken, Wörterswolkens. Gehele, singen. Ja, und ihr könnt versteht sich schreiben, auf welcher Sprache ihr wollt, euch in Transliteraties, macht nicht aus. Gehele, Kultur, Schmueskreis, Lehenkreis. Mhm. Singen. Okay. Ich habe letztens gesehen, ein Regime von Jiddisch-Kluben, ergens, wo ich meine, auf der Seite dabei. Ich habe sich da verhindert, es sind so viele jiddische Kluben herum der Welt, aber es ist auch von Vereinigten Staaten. Aktivitäten, Kinder, Tehille und Singen. Interessant.
aber wir haben euch Enthusiasten, Aktivisten, gesellschaftlich Aktivitäten, positive Stimmung, ich meine, und von dort zu dort freie Zeit, Lernkreise. Nu, lass mir es aufhändigen. Ich meine, es ist genau. Und die kommende Frage ist, sie bist allein Mitgliederin, ein Mitglied in etwas Jiddisch Club und schreibt seinen Namen auf ja. Das heißt, geht etwas, was Russisch allein an wie ein Jiddisch Club oder was, oder Ja, das ist eine gute Frage. Ob die, was sind ein Mitglied in einem Jiddisch Club, ja, weißen das, ja, oder so. Es ist da ein Namen, Schmues und Wein, ein Dank. Oder Jiddisch Club in etwas a Stadt, öfter. Oder sie kennst das schon überhaupt, deine Frage, ich habe nicht verstanden. es muss sich allein rufen, wie anrufen, wie als wir sind ein Jiddisch Club oder ist es ein anderer Kriterien, was Es kann sein, etwas ein Jiddisch Club. Ja, das ist die Frage, was ist für euch ein Jiddisch Club? Etliche Menschen haben schon gern für den Lehrenkreisclub oder Aktivitäten, Kinder. No? Die Verbindungen ist am Jiddisch Club. Das ist interessant, ein interessanter Gedanke. Stockholmer jiddische Theateramatoren. Oder so. Das ist ein Club euch. Bostoner jiddischisten WhatsApp-Gruppe. Labels, Lehrenkreis, jiddische Tischi. Wollte ich Sachen mit dem Arbeiterring. Sachen in dem Arbeiterring. No, das ist interessant, was ihr stellt vor, als es sieht euch als seine nicht kein Sach, also efter bestimmte jiddische Klubben, was ihr kennt. Wie ein Jiddisch-Lehrer habe ich ungefähr das Schmueskreis und eine von meinen Gruppen ist mein Lehenkreisel. Gut? Jargon in London, Otazo. Also wir haben lechol Epoches 3, ja, Bostoner, Schmueskreis, Stockholmer Jiddisch Theatergruppe und Jargon in London. Und ich weiß nicht, was ist Jiddische Tischi, aber ich meine, es ist sehr, keine Namen für eine Jiddisch Club. Nur schön. Wir gehen weiter. Ich meine, also ich will nicht ausziehen, zu viel. Und zum Sof könnt ihr anstellen, a Pintel, wo befindet sich dein Muttersprach? Wo in dem Gorer Welt befindet sich dein Muttersprach? Von wann ist dein Muttersprach? Wir haben viele von Amerika, Antarktika. Okay, schön. Und irgendwo in Europa ist das in Russland. Ja, also Russisch. Ja, ich frag mit dem Ziel, als wir haben verschiedene Sprachen. Teil von uns sind zweisprachig, aber sie
was ist das, was man ruft eine Muttersprache? Und ich meine nicht Mameloschen, Jiddisch, nur was ist die same erste Sprache, was man kann anrufen, also Mother Tongue. Und ich will erklären ein bisschen später, weil es da, das ist ein Termin, was wir nutzen da in Schweden, in der Theorie von Sprachrevitalisation, Muttersprache. Nur Dank. Ich sehe לכל הפוכס 3 Menschen irgendwo in Europa, Amerika, Vereinigte Staaten, Antarktide. Dank. Lassen wir gehen weiter. Danke. Okay, jetzt will ich ablösen und kommen zurück zu unserer Präsentation. Noch einmal. Das ist meine Präsentation, der müssen. Okay. Ich muss anheben, mit etlichen Terminen. Ich habe schon der Mond, dass der Termin Revitalisation, und ich weiß, es ist nicht so angenommen zu nutzen, Revitalisation auf Jiddisch. Ich habe gehört durch Auflebung, aber ich habe sich geätzet ein bisschen, und ich will nutzen, die Sprachrevitalisation, in dem Sinne, dass das ist ein Termin, was nutzt man da euch in Schweden, aber im Ganzen, in allgemein, wegen die und was bedeutet Sprachrevitalisation? Und die andere Synonym, was wir können nutzen, ist Sprachbekräftigung, also wie Validation. Für was nicht Auflebung? Weil Auflebung bedeutet, dass etwas ist schon tot und wir wollen manchmal nicht. Wir wünschen, dass das ist nicht stimmt, wenn wir reden wegen Jiddisch, ja. Die andere Termine, was ich will nutzen, ist zum Beispiel zurückgeben die Sprache. Wenn ich rede wegen die Aktivitäten, was wir tun, die jüdische Aktivisten, Letoives, Letoives, die Kinder zum Beispiel, oder zu eignen sich zurück zu der Sprache. Also wie die Menschen, was kommen zurück zu der Sprache tun, also zu eignen sich. Und wenn ich rede wegen Language Transfer, rede ich wegen das Übergeben oder Verjarschen die Sprache. Und Sprach- und Kulturträger. Was ist Sprach- und Kulturträger? Er oder sie sind die Menschen, die haben ein Scheiches zu ihrer Muttersprache und laut davke durch Reden oder kennen die Sprache. Also das kann sein auch eine kulturelle Sache. Also es ist nicht genau das ähnlich wie Heritage Speaker, aber wir wollen das es ist ein Termin, was man nutzt in Schweden, wenn man redet in Jiddisch. Andere Termine, was sind nicht so bekannt, aber ich habe sich euch gelernt, Beschaßmeister, ist der Kirov oder der Mekarev zu sein, ist der Outreach und Stadlonesgruppes, Lobbying Groups. Also es ist klar. Und ich habe nicht geredet wegen der Plan, aber ich will zustellen, ich habe planiert um 10 Minuten beim Solf von unserer Werkstatt für Fragen und Aufrufen. Also ich bitte euch, sich einhalten, ob ihr habt Fragen zum Solf, oder stellt bitte seid sehr gut und stellt in dem Schmutzkästchen. Ich jetzt gehe rüber zu dem Matzev von Jiddisch in Schweden, wo ich wohne. Also ist für was Jiddisch darf gehen in Schweden? Etliche von euch haben schon gesehen, dass dem Film Schwedischkeit von dem bekannten Duo Jid Life Crisis. Ob nicht, sie haben
Teine, als Schweden ist die einzige Medina in der ganzen Welt, wo steht Jiddisch via Minorität, offizielle nationale Minoritätssprache. Nu, jetzt will ich zugeben, höre zu, zu der Teine, also das ist nicht die einzige Medina, weil die Rede ist wegen der Charta von Minorität und regionale Sprachen von dem Rat von Europa, das ist Council of Europe, lehavdil European Parliament Council, okay, nicht zu verplantern. Also Schweden und andere Länder in Europa haben ja gehasst mit die Charta von Minorität und regionale Sprachen. Und also sind sie mit Hohev abzuhitten und stützen die Minoritätssprachen auf verschiedene Niveauen. Also auch Schweden sind noch 8 Medinas, was haben untergehasst mit die Charta. Sind sie Bosnien-Herzegowina, Polen, Ukraine, Finnland, Niederlanden, Slowakei und Rumänien. Also Leute, der Charta in Schweden, lassen wir zurückkommen zu Schweden, Jiddisch ist ein auf 5 nationale Minoritätssprachen, also ruft man sie, andere Minoritätssprachen, nationale Minoritätssprachen. Aber was meint es in der Emerson? Es meint, als Instanzen, das heißt von der Regierung, haben eine Aufgabe zu stützen die dosige offizielle Minoritätssprachen, geben sie ein Pirsem, eine Reklame, wegen die Recht auf nichts in die Sprache und machen das zuträglich und relevant, machen die Sprache zuträglich. Nu, und es ist da ein Gesetz, was ist in 2009 herausgegeben wegen nationaler Minoritäten und Minoritätssprachen, das ja, ist Mechaev und Mamasch ausführt, das, was Schweden hat untergehasst mit im Jahr 2000 in der Charta. Ist, lemeise, meint man, dass die Ausbildung ist mehr zuträglich für jiddisch Talmid. Jeder Talmid oder Talmide, was hat eine Beziehung zu jiddischer Sprache, mag verlangen zu haben Lektionen in der Sprache. Und die Schulen sind mechuyev zu organisieren eine jiddisch Ausstellung, a viele für ein Talmid oder Talmide. Als das, was mir ruft, die Talmid oder Talmide sind ein Sprachträger für sie. Ja? Sie sind nicht mehr Bedingungen zu nehmen, Talmiden haben das Recht auf Jiddisch, auf viele, wenn man redet, nicht kein Jiddisch in der Heim. Und weiter, jetzt kann ich sagen, dass in mein Areinführer, als ich bin ein Lehrer, sei Jiddisch, sei Hebräisch, wo sind gerufene Muttersprachen, aber nur für Jiddisch habe ich 12 Talmidim von 8 besonderen Schulen nur in Stockholm. Und sie sind da noch ein paar Muttersprachlehrer in Stockholm und in Schweden Bichlal. Also das wir können abschätzen, als es befinden sich um 50 Kinder in Stockholm allein, was lernen sich Jiddisch heutzutage mit den Lehrern. Und dazu, ihr seht da ein Bild, was ich habe gehabt, Mama Schnechten, von verschiedenen jiddisch Kinderbüchern. Und sie alle sind Mama Schneie Kinderbücher, nicht keine alte Sachen. Das ist ein Teil von der Revitalisation. Das ist euch eine Sache. Ich kann finden solche Bücher in meiner lokalen Bibliothek. Ja? Nicht in der zentralen Bibliothek in Stockholm, aber die Ziel ist, dass die Bücher von den nationalen Minoritätssprachen stehen auf der Police in kiemat jeder eine, nicht jeder eine, das ist nicht möglich, aber sie sind zerspreit und zuträglich zu den Kindern in der Gegend. Also sie stehen leben Miankeli und Finnisch und Romanici, wo sind andere und samische Police, wo sind die anderen Minoritätssprachen.
Aber lassen wir sich nicht also reinschleppen in der Illusie, als ist also Rosevev in Holm in Schweden, weil es gewöhnlich wie Umstellen noch Hand gegen die Stuers als Sachvermessen und MS zu sagen ist nicht so gering, euch zu bekommen, als langterminige Stütze für verschiedene Projekte. Ich will schon machen, also kleine Zeit sollen wir sehen, was ist, no, wie lang soll ich noch reden? Also ISOF, ich habe gearbeitet in 2024 in ASA gerufenen Institut für Sprache und Folklore, Kitzer ISOF. Das ist ein von den dosigen Instanzen, was in 2022 hat gegründet wird für Sprachcenters für Miankeli, Finnisch, Romanichip und für Jiddisch. Der samische Sprachcenter ist eine besondere Institution. Unsere Ziele, die Aufgabe ist zu informieren wegen dem Recht auf Jiddisch, schaffen Methoden und Sprachmachschirm, also als was mehr Menschen sollen kennen, nutzen Jiddisch, sei privat, sei in der breiteren Gesellschaft. Und man strebt durch verschiedene Interventionen aufzuheben ihr Status, also machen die Sprache unsäftiger öffentlich. Und dazu arbeitet der Sprachcenter von ISOF zu stützen die Sprachträgers, was ich auf der Mund. Also sie sollen nutzen die Sprache mit Sicherheit in verschiedenen Kontexten. Das ist die offizielle Definition und auch dieselbe Sache mit der Sahakul auf Englisch für euch. In andere Wörter, also ein bisschen entwickelt die dosige Definition weiter, ist auf Step zu reinblasen in die Sprache, in Jiddisch und andere Minoritätssprachen, neue Keuches und stimulieren ihre Entwicklung durch die verschiedenen also gerufene Interventionen. Und ja, ich hoffe, das ist als klar. Jetzt lassen wir gehen weiter. Nur zu in ein Satz versachern, was ist die Sprachrevitalisation? Das ist die kurze Definition laut ISOFs Terminologie. Revitalisation ist die gezielte Arbeit darum an Sprache in Sakone, kdei sie zu stärken, abhüten und stimulieren ihre Entwicklung. Aber genau von den Definitionen. Ich will jetzt rübergehen zu die nicht offiziellen Instanzen, die Organisationen, die arbeiten Letoives Jiddisch, die jiddische Organisationen in Schweden. Und kiemat alle da, oder Holopoches von sie sind gegründet geworden, schon mamesh noch ein Churben durch Sheres Pleite. Die Hauptorganisation, also was verbindet unter dem Schirm anderer Organisationen, ist der Schwedische Jiddisch-Verein. Und ihr seht, dass sie da eine jüdische Gesellschaft in Stockholm, wo ich bin Mitglied, euch in Göteborg und in Malmö und in Borås. Es ist starke jüdische Kehille und eine Gesellschaft von Sheres Pleite in Borås. Außerdem haben wir schon die Monte jüdische Theateramatoren und ich schicke Gruß zu die, wo sind Mitglieder und dem jüdischen Chor. Ich will nur zu sagen, dass sie sind nicht kein, lass mir sagen, jüngere Menschen in dieser Organisation. Also oft von sie sind schon Menschen, die sind Pensionierte. Aber wie gesagt, die dosige Organisation sind schon fähig 70, mit 80, etliche von sie 80 Jahren. Nun,
Ich habe euch vorgestellt verschiedene Methoden und Theorien und Definitionen, aber was noch? Was tut man? Was tut man noch dem mit die Methoden und Marschieren, was man hat geschaffen? Wie soll können sie durchführen? Also es ist voran an MSDiker Dialog, a Schmues mit die Sprachträgers. Ist, ich halt beim meinen, dass es ist nicht genau zu arbeiten theoretisch, nur man darf die Marschieren und Methoden mamisch nutzen. Nicht liegen sie ja weg auf der Polizei und keiner weiß nicht der Wegen, ja? Oder wie soll sie zu applizieren? Also wie mit die MSDiker Marschieren und Methoden oder Applikations, ja, darf man noch dem Applikierung, das heißt Ausführ, darf man beten die Nutzers, die Sprachträger zu bekommen, abrufen von sie. Sie arbeiten es, sie nicht. Und Neupepers arbeitet nicht, wieder planieren und ausbessern dem Marschir. Und das ist doch unsere Rolle von jüdischen Aktivisten bei der Arbeit. Nun, jetzt gehe ich rüber zu unserem Jiddisch Club und jetzt seht ihr euch ein Bild von Sore Schulman. Ist die Idee, das ist ihr Kind. Sie hat, also wir sind gestellt in Kontakt und Sore hat mich gefragt, ich meine im Jahr 2024, also sie soll ich können anführen als ein Jiddisch Club für Mischpoches mit kleinen Kindern jeden Sonntag. Nun, jetzt sind wir in der Kollegie von der Jüdischen Gesellschaft in Stockholm. Und Sorestate Abbe Schulman ist der Vorsitzender von der Gesellschaft, was führt dann mit der Tätigkeiten. Sore hat mich übergezeigt zum Sof und dank dir, Sore, für haben zutreu. Also ich kann Mamesh durchführen als ein Projekt. Aber damals habe ich euch gefragt, etwas wichtige Frage. Wer sind die Eltern und die Kinder und was motiviert sie zu haben als ein Jiddisch Club? Wir haben verstanden, dass es da ein Interesse zwischen etlichen Mischpochen, sich zu treffen, öfter wie 1-2 Mal ein Jahr. Wir haben erst geredet wegen 6-8-jährige Kinder. Also ich habe sich genommen zu der Arbeit und auskleiben Materialien und schaffen dem Curriculum. Der Standpunkt ist, dass die Sprache kann sich nicht begehen an der Kultur, nur euch wir haben gewollt, das zu schaffen als ein Club in einem weltlichen Kontext. Aber ja, wie so schafft man als ein Curriculum? Es ist ohne schier jüdische Materialien, nur nicht als alle sind zu Klassiker für die Kinder heutzutage mamisch. Also ich habe sich gefragt, wie müssen wir alle andere Pädagogen fahren mir, was soll ich auskleiden? Und viele, das ist manchmal ein Zufall, letztens hat Arele Wischwanat publiziert in Vorwärts ein prächtiger Regime von Gefallen für Kinder und jüdische Studenten, manchmal, zerteilt in Kategorien und Jascher Koechim. Also man darf nicht entdecken in Amerika noch einmal. Nur nutzen die Materialien und schöpfen von sie. Die Ziele, was ich habe gestellt oder wir haben gestellt für Jiddisch Club, sind Laufdafke zu lernen Jiddisch wie in einem Klasszimmer. Wir sollen sich treffen jeden Sonntag im Rahmen von religiöser Schule, Hillelschule. Aber wir wollen schaffen, also ich will anheben von die langterminigen Zielen unten. Der Hauptziel ist zu schaffen, das FIVE. Das FIVE von Mischpoches, was will ich sich treffen, viele privat, also im Schutz dem Jiddisch Club. Und jetzt kann ich sagen, dass wir haben schon die Kern Sfive, die Joder Sfive, also Core auf Englisch, was ist nicht mehr wie 3-4 Mischpochen. Und das ist fein. Und das ist genau. Wir dürfen nicht mehr. Aber die kurzterminigen Ziele
also was wir können kriegen jeden Sonntag, a viele mit Mishpoches, was kommen bloß einmal. Als die Mishpoches wollen eine neue haben von Verbringen zusammen und etwas sich lernen in Gang, also Kele Achriad, und zu inspirieren öfter die dosike Mishpoches weiter zu schöpfen von den Materialien in der Heim, in draußen und für uns, für den Club zu kriegen an Impact. Das sind gewesen die Ziele. Und wie also? Das ist eine andere Frage, weil wir haben, wie gesagt, wir operieren, wir arbeiten in einem Aufmach von Curriculum von der jüdischen Schule, aber ich habe beschlossen zu machen, nicht manche Lektionen oder Treffen nicht herum a Thema, was zum Beispiel, ja, wir folgen noch dem jüdischen Jahrplan mit den Jonteuven und so weiter, aber wir wollen zugeben einen neuen Ponym von Jüdischkeit zu dem. Also inspirieren, das ist ein bisschen inspiriert von der weltlichen buddhistischen Ausbildung. Ich hoffe. Als wir treffen sich euch in einer begrenzten, für eine begrenzte Zeit von ein Show und ein Viertel. Wir haben euch etliche Satelliten-Mischpoches, was kommen öfter, sind gekommen 2-3 Mal, weil wir haben euch nicht den klar von Hischaives, von der Bindung. Wir können kommen, rausgehen, wir können kommen, angucken, was sie tut sich und rausgehen. Oder so. Und dann kurz die Eltern, wir verbeten euch Bobbe Seides oder euch ältere Schwesterbrüder. Ich habe da genommen ein Beispiel von Material, was ist in der Lokalisation von schwedischen klassischen Kinderlieder auf Jiddisch. Das ist ein größeres Projekt von Sora und ihr Verlag, das Nisala, was hat erschienen Jiddischland, George Riddles Jiddischland. Zwei Band von zwei Albumen oder so, neue Lieder und klassische Lieder mit einem schönen Buch. Das ist vielleicht nicht ein Buch, das ist ein großes Buch. Also das ist ein von die Tätigkeiten, was ist unterstützt euch durch eine Regierung zu erschienen Materialien verlernen, Jiddisch bringen oder zurückzugeben, Jiddisch für die Kinder. In mein auf einen Fuß sitzt, was ist euch mein Hauptressource von der Theorie, wie also macht man das? Ich meine, dass alle was arbeiten mit Sprachen, mit der Sprache wie Jiddisch, stellen vor dieselbe Frage, Frage ist, was ich habe gestellt, sie darf man nicht in Klarsprache, sie darf man nicht in Übersetzung. Ich habe beschlossen zu nutzen, zu führen Jiddisch Club nur auf Jiddisch, und ich passe zu die Transliteration zu der jiddischer, zu der schwedisch redendicke, und was das hat zu tun mit der Revitalisationstheorie, das ist ein Buch, was ist sehr gedei überzugucken, und ein Stück von say, can we apply large language teaching methods to the teaching of endangered languages, ist auf einen Fuß die Entweder ist, das ist abhängig. Als jeder Jiddisch Club, jeder Lehrer, jeder Lehrerke muss mamisch zupassen und auskleiden die passenden Methoden von Lernen, haben in Sinnen die Zielgruppe. Und unsere Zielgruppe sind, wie gesagt, Kinder und Jugend, wo teilweise lernen sich schon Jiddisch via Muttersprache in öffentlichen Schulen, ein Teil in der jiddischen Schule,
Und die Tate-Mames, was kennen sich schon oder was charakterisiert sie, sie charakterisieren sich oder identifizieren sich wie Late Bloomers, also Identity Seekers und wollen sich zurückeignen zu Jiddisch. Und die Bobbe Seides, also gerufene jiddische Ruscherreders, oh, ich muss sich eilen ein bisschen, was willen Poschet verjarschenen Jiddisch zu dem komediken Dorf. Und was tun wir? Also praktisch, als ich habe jede Lektie mit ein bisschen Gymnastik, was ich rufe Gymnastik. Ich habe sich inspiriert für meine jiddische Workouts auf YouTube. Das ist nicht kein Spaß. Ich meine, das ist eine gute, es ist eine Sache. Ich habe bekommen eine Sache abrufen, es ist sehr interessant und die Mischproche ist Hasern über die Bewegungen, was ich nicht als jedes Mal, es ist etwas an andere kurze Routine, das ist öfter 5 Minuten. Also, ja, Bewegungen, das ist ein wichtiger Element im Lernen kleiner Kinder, ich kann sagen. Also, wir haben noch mit Gymnastik, aber wir haben euch ein paar Musikabsocks und ein bisschen tanzen bemäßig eine Treffung. Und jede Treffung ist eine Thema und oftmals machen wir etwas mit Handarbeit, also mit ein bisschen Kunst, zum Beispiel Mishpoche-Thema, ob mir gemalt wird die Hand mit den Farben, also zu gedenken die Fingerspiel mit Mama, Tate, größer Bruder und Schwester und Broche, die Teuwin Thema haben wir gemacht, Leshone Teuvelech von Blätter. Und Chanike, letztens hat man gemacht, Karton Dreidlech, ja, von überzickelten Karton und Bleiers. Also man kann das machen, Aromathema oder Stamazoi. Und zum Sof letztens spielen. Ja, wir können anpassen die Spielen zu dem Saison von einem Jahr. Also in Schweden ist das ist ein wichtiger Aspekt von der Ausbildung, rauszugehen in draußen auf der frischen Luft und Natur. Also ich habe ausgetragen als ein Naturbingo mit Chais und Bäume und was man kann, andere Sachen, was man kann finden in die Wälder. Das ist manchmal eine Sache, als man kann treffen in dem Wald a Hirschele, a viele a Los, wo man wohnt, a viele da in Stockholm. Nu, ich schätze eine Sache von der Arbeit, was meine Kollegen in ISOF haben getan mit den Spielen und Materialien. Da könnt ihr euch alle in unserer Stadt kontrollieren. Auf dem Webseite Spielwinkels, da ein Ausklapp von Materialien von Thomas Wutzki. Was haben zu tun mit Aleph Base OCS. Wir können sich euch spielen mit Poschet Aleph Base OCS dem ganz heilige Jahr on kein Thema. Und zum letzten wir proben zu jetzt in dem Club wir proben zu vorstellen eine kleine Pièce mit Jalkes Theater, was öfter in der Zukunft wollen wir machen ein bisschen etwas filmen. Also die Treff ist ein Spiel oder man hat in ein wenig etliche Spielen. Also das ist die Hauptsache. Nun, das ist das Schema von einer Eintreffung. Also ihr seht, dass nicht jede Treffung hat dieselben Elemente, aber da zum Beispiel habe ich zugestellt 2 Themen zusammen, Golem und Bulbes. Und es ist gewesen Tage, ja, Loche, meine ich. Aber zum Beispiel die Themen um Tubishvat
hat gehabt nur ein Thema, aber eine Sache mehr spielen und eine Sache mehr Musik. Was ist gewöhnlich eine Sache Materialien arum Jon Teufel, was wir können nutzen. Aber was ist ja wichtig, euch haben solche feste Elementen in dem Anheb, das ist die Gymnastik. Und zum Sof, wenn wir gesegnen sich, wir haben euch eine Routine. Also das ist mehr heimisch, das ist ein bisschen das schafft also heimische Zugewohnschaft zu unseren Routinen. Na gut, jetzt